Die haben einiges zu erzählen. Und wenn wir ehrlich sind, gerade wenn wir denken, wir müssen gerade gegenseitig nahe kommen, man macht auch nicht häufig. Ja, und wenn wir rüber zur Oma gehen und fragen, das ist nicht so wichtig. So. Und aufgefallen, dass Herrschaften da sind, die Eier verteilen. Hallo, grüß euch. Wir können das jetzt in der Kürze der Zeit noch nicht beurteilen, ob für oder gegen oder wie auch immer, das ist völlig egal. Das sind eure Projekte und wir haben damit noch nichts zu tun. Schauen wir mal. Ja? Danke. Das wollte ich nur noch mal sagen. Nicht, dass hier jemand falsches Verständnis dafür nicht unsere Freiheit, die heute haben wollen. Wir reichen grundsätzlich keine Steuerrechte. Weiter geht's. Als nächstes möchte ich den Herrn Metzger ankündigen. Lutz Metzger dürfte hier im Büro sein. Achso, okay. Ja, dann stimmt es nicht. Ich wollte damit sagen, dass du die Wurst. Ich von hier gekommen. Okay. Ja, kleiner Fehler. Hier sind alle Menschen. Den Moment hier hat die Technik gestellt. Und benutzt die jetzt. Ja. Hier, das Party. Liebe Menschen, ich heiße euch herzlich willkommen hier zur 5. Mahnwache für Frieden auf dem Leipziger Augustusplatz und ich freue mich, dass wieder so viele ganz verschiedene, bunte, friedliebende Personen ihrem Herz vertrauen haben und jetzt heute hier für ein Ziel stehen, für Frieden. Lasst mich euch kurz vorstellen. Mein Name ist André Kaminski. Ich bin 37 Jahre alt, war bislang in keiner Partei politisch aktiv, bin erfolgreich selbstständig und nicht mehr einordnbar in die herkömmlichen Kategorien links oder rechts. Ich bin vor allem eines, ich bin Mensch. Bitte lasst mich noch einen kleinen Tipp geben, was ich auf anderen Mahnwachen gesehen habe. Wer möchte, kann sich gerne auf hinsetzen. Also es gibt andere Städte, da ist das ein Happening, wer will, kann stehen. Nur, dass ihr es auch mal gehört habt. Ja. Wer will, kann sich hier die freien Flächen nehmen und mit den Kindern malen oder was auch immer ihr tun wollt. Bis ich vor 4 Wochen bei der zweiten Leipziger Mahnwache für Frieden hier die ersten Wünsche für eine bessere Welt und für Frieden unter den Menschen von den damals knapp 200 Personen hörte, dachte ich immer, ich bin allein. Mit meiner Kritik alleine zu Hause am Rechner. Liebe Menschen, merkt ihr auch, wie gut es tut, dass wir eben nicht mehr allein sind und dass immer mehr von uns sich mit unabhängigen Informationen und mit Wissen über Zusammenhänge versorgen? Wir werden aktiv. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr hier auf die Straße geht und euch nicht länger einlullen lasst von den Massenmedien. Jeder hat heute die Chance, sich selber zu informieren. Natürlich, wenn ihr einzig und allein Russia Today nutzt, ja, ich sage immer, zwischen 2 Extremen liegt die Wahrheit. Aber informiert euch selber und glaubt nicht alles, was euch noch dargeboten wird. Was ich eigentlich sagen würde, als ich also vor genau 4 Wochen hier das erste Mal wie heute als einige von euch auf diesem Augustusplatz stand, da sprach Eva Maria Pfeiffer zu uns. Eva erzählte uns davon, wie sehr wir Menschen uns gegenseitig weltweit bekämpfen. Und sie hatte einen Wunsch, dass wir Menschen uns wieder näher kommen, miteinander sprechen, uns nicht länger auseinander dividieren lassen. Eva hatte dieses Ziel, seid wieder menschlich, miteinander, füreinander, lasst euch nicht weiter zum Einzelnen erziehen. Seit vielen Jahren habe ich in diesem Moment wieder einmal Gänsehaut. Also ich hoffe, dass denen, die heute hier das erste Mal stehen, es vielleicht ähnlich geht. Ich weiß, dass eben viele von euch hier allein stehen zum ersten Mal und wir alle sind auf einem unterschiedlichen Informationsstand. Einige Informationen, von denen die Redner hier sprechen, sind wohl für manche noch nicht verständlich. Daher seid bitte eingeladen und sprecht miteinander. Mit euren Nachbarn,
aber gern auch mit dem Leben von mir selbst. Denn diese Kommunikation ist unsere Macht, dieser Austausch, unsere Gedanken und eben nicht mehr alleine zu Hause am Schreibtisch zu sitzen. Wir wünschen mir, dass ihr euch, also dass wir uns alle viel besser kennenlernen. In den letzten 4 Wochen habe ich eine Vielzahl Menschen neu kennengelernt. Bitte entschuldigt, dass ich ablese, ja. Also heute Mittag war die Bilder auch noch gar nicht fertig. Ich bin auch sehr aufgeregt. Also seht mir nach, wenn es so ein bisschen monoton ist. Aber ich möchte rüberbringen, was ich zu sagen habe. Also ich habe viele Menschen neu kennengelernt, die auch der Meinung sind, dass man viel ändern kann. Auch auf einfachen Wege. Denn in so kurzer Zeit bin ich in meinem Leben noch nie so viele Menschen auf einmal freundschaftlich neu begegnet. Ich gebe euch meinen Applaus. Alle, die hier im Organisationsteam sind, alle, die hier vielleicht noch nicht zum ersten Mal stehen, alle, die dabei sind. Ich danke euch für das, was mit mir passiert ist in den letzten 4 Wochen. Liebe Menschen, zahlenmäßig entwickelt sich diese Marktmacht in Leipzig nach Berlin aktuell zur zweitgrößten. Natürlich stehen heute nicht so viele Menschen vielleicht hier wie am Ostermontag. Ja? Es haben heute nicht mehr alle frei, das wird aber auch noch ein bisschen besser, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass ihr euch zu Hause informiert. Und das wird von Woche zu Woche immer weitergetragen. Ich bin auf jeden Fall mehr als stolz auf die demokratischen Menschen in unserer Stadt und dem Umland. Seit vielen Jahren wird in Leipzig über ein Einheitsdenkmal diskutiert. Wir sind das wahre Leipziger Einheitsdenkmal. Lars Mehrholz hat letzte Woche in Berlin gesagt, willkommen in unserem Traum von einer besseren Welt. Ich muss jetzt sagen, liebe Menschen aus Leipzig, Gera, Altenburg oder woher auch immer ihr alle kommen müsst. Vor 2 Tagen wurden in der Ukraine Soldaten, unter anderem auch der Bundeswehr, festgenommen. Die Erklärung, dass es OSZE-Beobachter seid und die auch heute noch über Spiegel Online läuft, war schnell für alle Zeitungen und Presseagenturen verteilt. Kurz danach distanzierten sich die OSZE selbst davon und wusste nichts von einer OSZE-Mission. Liebe Ursula von der Leyen, in die Welt einer Mutter mögen sie bessere Einblicke haben als ich. Aber warum lügen sie uns an? Warum erzählen sie uns nicht die Wahrheit? Übrigens fällt mir in diesem Zusammenhang auch etwas sehr Tolles auf. Vor 2 bis 3 Wochen noch konnten uns die großen Massenbewegungen vieles einnehmen. Und wenn diese Bewegung hier eins geschafft hat, dann das, was jetzt unter jeder einseitig promovierten Pressemitteilung Kommentare stehen. Kommentare von informierten, briefliebenden Medienkonsumenten. Und zwar viele Kommentare. Und es werden täglich mehr. Und wisst ihr, was drinsteht in den Kommentaren, liebe Freunde? Dass wir, die Redakteure, endlich die qualitativ bessere, eben nicht einseitiger Berichterstattung auffordern. Nicht die Banken, Medien oder Konzerne sind das Volk. Wir sind das Volk. Und diese vielen Kommentare in letzter Zeit, die sind ein Riesengewinn dieser Bewegung, meine Lieben. Informiert euch bitte immer weiter, verfolgt die Pressemitteilungen, seid kritisch und fordert Informationen ein. Frau Merkel, ich frage mich sehr oft, was ist eigentlich mit der NATO passiert? Die Ukraine sollte durch eine Konkurrenz zwischen NATO und Russland als friedliche vermittelt. Aber doch kein Land, von dem ein Angriffskrieg geführt werden kann. Die NATO hat sich gewappnet. Die USA unterhält in 140 Ländern der Welt Militärbasen und hat unzählige Angriffskriege in den letzten Jahren begonnen. Oft ist nur die Stärkung des Öldollars die Motivation dieser geopolitischen Kriege. Die Menschen bleiben außen vor, die Massenmedien spielen dieses neue Spiel der NATO brav mit. Viele hier, unter uns hier stehen, die denken, dass die NATO uns schützt. Bitte, überlegt einmal genau, was passiert, wenn der Amerikaner in 3 Wochen aus Rammstein eine Rakete nach Slawiansk
schickt, ob nicht auch automatisch dann das Ziel der russischen Raketen Deutschland sein könnte. Und wenn Putin den Nachschubflughafen für die NATO-Truppentransporte treffen will, wünschen sie nicht. Direkt auf Leipzig Nord. Wir alle haben Kinder und Kindeskinder. Die NATO schützt uns 2014 nicht mehr. Sie verpflichtet uns eher, aktuell andere Länder aktiv mit anzugreifen und Familien, Kinder, Mütter, alle zu ermorden. Das kann nicht wahr sein. Vor 4 Wochen konnte ich die Forderung, als ich hier das letzte Mal stand, und ich bin nicht politisch aktiv gewesen oder irgendwas, ich konnte die Forderung hier auf diesem Platz raus aus der NATO für mich selber nicht nachvollziehen. Bitte, ich bitte euch wirklich umständlich, informiert euch so gut ihr könnt, denn jetzt 4 Wochen später würde ich mir wünschen, dass Deutschland die Amerikaner aus den deutschen Schiffsbogen verteilt. Es kann nicht sein, dass täglich von Deutschland aus Polen, Familien in Afghanistan, Pakistan oder wo auch sonst oder finden. Das ist kein Frieden. Krieg ist Krieg und Frieden ist Krieg, liebe Bauern, liebe Angela und vor allem liebe Ursula von der Leyen. Auch ihr seid Menschen, so wie wir. Aber unterschätzt bitte nicht, dass die Krim-Krise eine vorgeschobene Krise ist. Im Hintergrund laufen ganz andere Dinge ab. Das Freihandelsabkommen, TTIP, was bedeutet das eigentlich? Das ist eine Fusion von Staaten mit Konzernen. Konzerne können in Zukunft die Staaten verklagen auf Schadenersatz. Ja, da frage ich mich, liebe Leipziger, wenn der Staat diese Klagen verliert, wer bezahlt die Fläche denn letztendlich? Sollte dieses Freihandelsabkommen wirklich umgesetzt werden? Abgesehen von allen Sachen. Wer bezahlt die Fläche? Das sind wir alle, wie wir hier stehen, ja? Aber darüber berichten unsere Medien nicht. Wo leben wir eigentlich? Wo leben wir? Ist euch einmal aufgefallen, dass ich in den Reden unserer Politikdarsteller immer das gleiche 2 Wörter tue? Kennt ihr diese Wörter? Schaut einmal in die Parteiprogramme der großen Parteien. Soziales was Arbeit schafft, mit Wachstum und Wettbewerb. Wir sollen also alle gegeneinander ständig in Wettbewerb treten. Ihr müsst verstehen, dieser Wettbewerb ist auch schon eine große Krankheit. Jeder gegen jeden. Und Wachstum, ja, am besten so schnell und so viel Wachstum es gibt, wirtschaftlich, um die Natur und unsere Welt noch schneller zu zerstören. Das ist unser System. Wisst ihr was, das ist nicht sozial? Das ist asozial. Ich muss gerade mal sagen, unser Tolle, ich bin total erschrocken, ich weiß gar nicht, wie viel das steht, ja. Schön, dass hier so viele Leute da sind. Seit meinem 14. Lebensjahr wachse ich in diesem Staat auf, in dem es immer mehr darum geht, mit anderen in Konkurrenz zu treten. Überall, wo wir hinschauen, Ellbogengesellschaft, ein Kampf wird uns Charakter. Wenn wir also Frieden zwischen Staaten fordern, müssen wir auch begreifen, dass der Krieg eine Folge dieses asozialen Wettbewerbssystems ist, in dem wir hier leben. Wie wenig Finanzaristokraten, die regieren über Medien und Politiker. Eigentlich tun wir unsere Politiker daher mächtig leid. In dem gegenwärtigen System werden sie selbst nie etwas ändern können. Daher fordere ich euch auch auf, liebe Politiker, schließt euch uns als Menschen an, aber unpolitisch, und kämpft dafür, dass wieder die Macht von uns ausgeht, von den Menschen und vom Volk. Und ich möchte nicht als recht bezeichnet werden, wenn ich sage, dass die Macht vom Volk ausgehen soll. Das steht in unserem Grundgesetz, das ist für mich das Normalste der Welt. Liebe Menschen, wir leben in einer Zeit, in der das Geld vom Fleiß nach Reich verteilt wird. Der Fleißige zahlt die Zinsen für den Reichen. Das Finanzsystem ist nicht wirklich ein Thema, mit dem ich euch jetzt hier langweilen möchte, aber lasst mich versuchen, einmal einen kleinen Zusammenhang zu erklären. Wenn jemand unserem Staat 1 Milliarde Euro Geld verleiht und derzeit haben wir über 2000
Milliarden an Geld hier liegen, die wir alle hier zurückzahlen sollen. Also wenn der Staat nur 1 Milliarde von jemandem leiht und diese Person 1%, also jetzt kann ich hochgezogen, aber 1% Zinsen bekommt, dann müssen wir hier alle 10 Millionen zusätzlich steuerlich erarbeiten. Und mit diesen 10 Millionen zahlen wir ja übrigens von der 1 Milliarde gar nichts zurück. Wir behielen nur diesen Zinsschutz von 1%. Und der geldgebende Finanzamtsbetrag oder die Bank, der uns diese Milliarde leiht, bekommt nach einem Jahr also 10 Millionen von uns gezahlt, für seine anstrengende Tätigkeit uns sein Geld zur Verfügung zu stellen. 10 Millionen. Geld, was eigentlich, und das ist das Wichtige, in unserer Finanzpreisauktion bezahlt, unsere Handwerker unterwegs sein müssen. Übrigens wurden seit Beginn der Finanzkrise weltweit zusätzlich 15 Millionen Schulden aufgenommen, sprechen von 2008. Belegt mit 1% Zinsen sind das 150 Milliarden Euro, die zusätzlich von allen Menschen der Welt aufgrund Zinserschwankungen mindestens bezahlt werden müssen. Es ist also immer weniger Geld, das zwischen uns Bürgern fließt, Geld, was uns zur Verfügung stehen könnte. Immer mehr Geld liegt auf irgendwelchen Konten und wird einfach weiter verdient, um das System weiter am Laufen zu halten und uns Menschen weltweit noch weiter zu verschulden. Das müssen wir begreifen. Ja? Die meisten hier wissen auch schon heute, dass diese ins Wirtschaftssystem eingebaute Exponentialfunktion mit Zins und Zinseszins irgendwann zu einem riesigen Crash führen wird. Es gibt ja genügend Leute, die darüber sprechen. Ich muss jetzt gar nicht akzeptieren. Aber ich bitte alle euch, der hier heute steht, für alle, die denken, das ist doch alternativlos sein, weil es euch ja die Politiker täglich und die Massenmedien ebenfalls passieren. Alle ihr, die ihr denkt, dass es keine Chance gibt, bitte informiert euch zur Thematik fließendes Geld. Also heute Abend bitte, jeder von euch hat diese Aufgabe, fließendes Geld. Vielleicht ganz kurz einen Satz dazu. Fließendes sagt in etwa, ich gebe dir Geld. 1000 Euro verdienst du hier als Grundeinkommen im Monat und am Ende des Monats verfällt es, wenn du es nicht wieder investierst, zu einem kleinen Teil. Legst du dieses Geld also nur auf die Bank, verfällt das Geld als Warengegenwert irgendwann also komplett, weil es nicht mehr fließt. In Österreich hat man in der Stadt Bürger ein Experiment gemacht. Die Wirtschaft wurde dabei extrem angekurbelt. Als 117 österreichische Städte dieses Modell übernehmen wollten, haben die Zentralbank mit ihrer Militärgewalt und in dem Recht, allein das Geld auszugeben und setzt ihr eigenes Monopol zur Geldausgabe durch. Und das Fließgeldmodell wurde seitdem unterdrückt. Bitte vergesst nicht, jeder, der hier steht. Google, was dürfen wir das? Ja, Google, Fließgeld, fließendes Geld und findet. Lasst mich euch noch einen kurzen Überblick über die aktuellen Schulden geben. Weltweit sind die Menschen mit 45 Billionen Dollar Schulden. Also Umkehrschluss 45 Millionen Dollar liegen bei den Finanzamtsbetrag. Also 45 Millionen Euro sind wir verschuldet. Sagt mir bitte, wer hat die Macht, und mir macht das Angst, wer hat die Macht, von Amerika 13 Millionen Euro zurückzuverlangen, von Japan 8 Millionen Euro, von uns Deutschen 2,5 Millionen Euro. Wer um Himmels Willen hat diese Macht? Was also könnt ihr hier, was kann jeder Einzelne von euch tun? Lest bitte kritisch die Meldungen der Massenmedien. Versucht ein bisschen zu durchschauen, um was es eigentlich wirklich geht. Fordert mit Kommentaren eine umfangreiche Berichterstattung, die losgelöst ist von politischen Stimmungsmachern und von der gefordert wird, diese Friedensbewegung bedeutet hier auch mehr als 20.000 Menschen in Deutschland aus den deutschen Straßen zu informieren. Fordert diese Medien, aber konstruktiv, kreativ und kooperativ. Also ich finde es wirklich schön, wenn ich die Kommentare lese. Natürlich verteilen sich manche so, das ist nicht unsere Art, aber fordert sie auch, darüber zu berichten, was hier passiert. Dass wir nicht länger bereit sind, diese Lügen zu ertragen. Dass wir gefälligst wissen wollen, wo unser Geld wandert irgendwann, für wen wir das eigentlich erarbeiten. Jedes Jahr ist neu. Wir werden nie von diesen Schulden runterkommen. Niemals. Wisst ihr, die Steuer kommt von Steuern. Ja? Zurzeit werden natürlich viele
ich bin bezüglich der Steuerzahlung, muss ich euch sagen. Wenn ich im Urlaub bin im anderen Land, freue ich mich, dass wir gute Infrastruktur haben. Aber wenn ich schaue, wie wenig für Bildung anteillich ausgegeben wird oder in vielen anderen Sachen, muss ich euch sagen, die Steuerung, die hier unsere Politik macht, geht komplett daneben. Jetzt habe ich mich ein bisschen versprochen. Zweitens, bringt als Zeichen der Hoffnung und des Friedens Blumen und Kerzen mit, hier auf diesem Augustusplatz, so wie es unsere Freunde, Eltern und Großeltern 1989 taten. Verschenkt hier auf diesem Platz Blumen und Kerzen gegen Resignation und Angst. Alle haben Angst, dieses unmenschliche System des Krieges und der Finanzkrise könnte nicht geändert werden. Aber wir werden immer mehr, deutschlandweit, europaweit, weltweit, und wir stehen zusammen, liebe Leute. Ich habe mich in der letzten Woche entschieden, mit meiner Partnerin nach Berlin zu fahren, einfach um mal so eine eigene Meinung von den Menschen zu bekommen, die da sprechen. Lasst mich euch sagen, der Potsdamer Platz, die Steuerungsgeschichte war komplett voll. Ja, wir haben irgendwie 1000 Leute mehr da gewesen, als wir auf der Straße stehen müssen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gefühl war? Wahnsinn. Falls ihr Fleisch nutzt, das Bild kauft es nicht bei deutschen Anwalten, ich weiß nicht, wie es kauft, dann geht es dem Fleisch in eurer Nachbarschaft. Steuert die Gelder, die ihr ausgebt beim Konsum. Wir können alle selbst entscheiden, wen wir unterstützen. Viertens, informiert eure Bekannten. Ich gehe seit 4 Jahren mit einem Programm an Schulen und ich erzähle den Schulabgängern in den 9., 10. oder 12. Klassen, welche Probleme jetzt auf sie warten. Im Lehrplan lernen sie zu wenig von dem, was da jetzt kommt, mit Dispo-Kredit, Schuldenfalle, ordentlicher Lehrstellensuche. Bitte informiert eure Bekannten. Wir führen hier einen Information- und Wissenskampf. Und wir werden hier gewinnen. Ich bin gleich fertig, ne? 5. Wir brechen die Macht des Öldollars, wenn wir weniger Auto fahren oder in Deutschland eben die längst überfällige Energiewende fordern. Mit Autos, die auf Solarkraft betrieben werden. Es ist Zeit, dass der Öldollar ausgedient hat und wir vielleicht mit einem Solar-Euro voranschreiten oder einer ganz neuen Weltwährung. Aber es ist Zeit, dass die Abhängigkeit vom Öl ausgedient hat. Und meine letzte Forderung geht an die Soldaten. Alle Soldaten fordere ich auf, egal wo ihr sitzt, ob in einem Kampfjet oder in einer Drohnenlenkzentrale in Rammstein. Bitte, geht einfach nach Hause, ganz nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, debattiert, lasst die Anstifter alleine kämpfen, die Anstifter. Wir werden hier vertrieben und werden Krieg immer politisch und Frieden immer unpolitisch. Wir haben immer mehr Menschen, die für unser gemeinsames Ziel brennen. Beim Vorbereitungstreffen am Mittwoch im Klarerpark habe ich ca. 65 Personen an der Friedensfahne gezählt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie toll es ist, alle kennenzulernen, die auch einfach nur als Menschen bisher allein in ihrem Zweifel waren. Wir werden immer mehr Informierte. Dafür danke ich Lars in Berlin und ich danke, falls ich schon da ist, Anne hier in Leipzig, dass ihr diese Mahnwache jede Woche montags 18 Uhr hier mit euren Teams möglich macht. Vielen Dank für die Vereinbarung. Herzlichen Applaus. Und wenn meine Freunde, so nenne ich es einfach mal, in den Medien kritisiert werden, ihr wisst es besser und ihr tragt es bitte zu euren Bekannten. In Berlin sagte man das letzte Woche mit den Worten von Martin Luther King, ein Mann, den auch ich sehr verehre. Ich habe einen Traum von einer großen Demonstration.
bei der alle Politiker, alle Feuerwehrmänner, alle Krankenschwestern und Lehrer, alle Markierer teilnehmen. Bis mal jemand fragt, gegen wen demonstrieren wir nicht. Und das ist ja auch nicht so sagen. Spätestens dann wird sagen, wir alle hier müssen eine Systemfrage stellen, liebe Menschen. Derzeit leben wir im Mechanismus. So nenne ich es. Alles ist Konsens. Wo wird heute noch um Themen und wirklich unterschiedliche Standpunkte gestritten? Darf man als Politiker in einer Partei noch frei sagen, was man im Kleinen wirklich denkt? Alle Politiker, die da sind, bitte, ich frage euch, dürfen wir Politiker überhaupt noch etwas ändern? Grundlegend. Ihr Politiker tun mir mit diesem selbstgemachten Problem echt leid. Ich habe schon gesagt, ich bin dafür unsere Grundgesetze. Aber die Rechte des Volkes müssen eben auch umgesetzt werden. Wir begreifen gerade, dass wir Menschen diese Welt ändern können. Es geht ja auch nicht nur um die Ukraine, es geht um Frieden mit unserer ganzen Welt. Und ich danke dem Internet, dass wir uns alle so uneingeschränkt informieren können. Und dass die Massenmedien gerade die Kontrolle über diese veröffentlichte Meinung verlieren. Wir lassen uns nicht mehr gegeneinander stellen. Hier auf dem Augustplatz ist egal, wer rot oder gelb, grün oder schwarz, rechts oder links, Inländer oder Ausländer ist. Das alte Prinzip, teile die Menschen in A und B und herrsche dann über sie. Das funktioniert hier schon seit 5 Wochen auf diesem einfach nicht mehr. Wir Menschen werden ein Ziel gemeinsam erreichen. Frieden auf diesem einen einzigen Planeten, den wir haben. Eine andere Chance haben wir auch nicht. So, ich komme zum Ende. Liebe Menschen, wir sind eine Bewegung der Information. Informiert euch stetig weiter. Und jeweils 2 eurer Nachbarn, Arbeitskollegen oder Familienmitglieder. Denn davor haben sie Angst da oben, dass wir uns informieren und dass wir Forderungen stellen können, die auch noch umsetzbar sind. Bitte lasst mich noch ansprechen, bevor ich Angst habe. Ich habe Angst vor dem Tag, an dem wir in Leipzig Menschen Autos anzünden, sich dabei als unsere Anhänger ausgeben und unsere Bewegung mit Gewaltaktionen zu stören versuchen. Wir verabscheuen jede Gewalt. Wir brauchen auch nicht zerstören, um die Welt zu ändern. Die Macht liegt allein in unseren Köpfen. Das ist die wahre Gefahr. Bitte lasst uns immer und zwingend friedlich bleiben. Bringt Kerzen mit, kommt es zu Gewalt, ganz wichtig. Setzt euch auf den Boden. Fasst euch an den Händen. Wir stehen zusammen und wir halten auch auf dem Boden zusammen für Frieden. Liebe Leipziger, weil ich das in Berlin einmal so toll auf dem Potsdamer Platz empfunden habe, hier steht es hier auf dem Augustusplatz, lasst es uns einmal laut, alle zusammen in diesen Vorabendhimmel herausschreien. Was wollen wir? Frieden. Also, was wollen wir? Frieden. Was wollen wir? Frieden. Was wollen wir? Frieden. Diese Rede widme ich der Tiernothilfe in Leipzig. Katrin und Nicole, was wir beiden täglich mitbekommen, welches Leid wir Menschen gegen vielen Tieren antun, ich finde gut, dass es solche gibt. Und für alle anderen ist es wichtig, jede Woche hier zu sein, weil wir immer einen Gedanken mehr bekommen, weil wir uns mit dieser Information zu besseren Bildung weiterentwickeln, weil wir nicht allein für Frieden hier stehen, sondern weil wir überlegen, wie wir die Gerechtigkeit wiederherstellen können. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.